Alter. Meine Kinder zocken, meine Frau guckt irgendeine Kochshow. Und du kommst gerade von der Aufzeichnung von Alibaba und die 40 Räuber, ne? Bei dieser Aufzeichnung spielst du, glaube ich, irgendwie Attila, der Hundenkönig oder so. Irgendwas auf jeden Fall mit einem Ultra-Bart. Mein Gott, hast du einen Bart, ey. Schneidest du denn jetzt? Hey, hör auf, vorsichtig. Hallo Leute, Samstag. Wer von euch hat ein Video gemacht? Ich würde ja gern, aber meine Mama hat gesagt, wenn ich meinen Saustall nicht aufräume, dann darf ich nicht mehr raus. Ich habe leider keine Zeit. Mein Problem ist, ich habe mir so wehgetan beim Gitarre spielen. Ich mache heute gar nichts mehr. Guckt mal, aua. OT kommt sofort, steht aber, was tut sie, weil mein Auto ist gleich. Mano, alles muss man selber machen. Ich weiß wirklich nicht, was ich mit meinem Bart machen soll. Guck mal, das wird immer mehr. Kennst du noch Abraham? Der war doch mit der Schlümpfe, ne? Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Vom Friseur, bitte sehr. Guck mal, der Harry ist der komplette Gegenentwurf zu dir. Guck dir den mal, wie der sauber aussieht. Das ist sogar meine, ich werde noch frisch rasiert. Harry, ich habe mich ja gestern oben rasiert, guck. Ja, aber die Frage ist, wo? Ja, weißt du? Weißt du, schon an den Füßen halt, ja, genau. Weißt du, warum ich grau werde? Nee. Meine ganze Energie, meine ganze, wo ich normalerweise auf der Bühne verbrauche, die muss ja jetzt irgendwie raus aus der Pore. Wenn ich das richtig interpretiere, was du gerade sagst, dann ist es so, du hast sonst immer sehr, sehr schlechte Energie und die leitest du aber auf der Bühne raus über die Haare, weil das jetzt aber gerade nicht geht, bleibt sie drin. Und das heißt, das ist wie wenn man Karotte zu lange im Boden drin lässt. Irgendwann sind sie halt Matsch, Läppsch und Mus. Läppsch Ja. und Mus. Und irgendwann werden sie wahrscheinlich auch weiß. Also grau. Ja, Entschuldigung. Kiffen Sie? Das gibt's ja gar nicht. Das wird definitiv das Samstagsvideo der guten Laune. Es ist ein Konzeptvideo, ne? Wie die Ärzte, die haben noch ein ganzes Blatt gemacht über Haare. Aber hier der Chefarzt vom Dienst betritt gerade das Zimmer. Der einzige Mann, der uns wirklich was erzählen kann zu irgendwelchen CD-Verkäufen, ist der Dauerarbeiter Alexander Tetzlaff. Franken. Was haben wir verkloppt? Ich weiß nicht, das lief schon gut. Wir schicken sogar nach Kanada und eben habe ich in die Schweiz noch eins fertig gemacht. Das finde ich geil. Und mit den Kanadier auch telefoniert, das ist der allercoolste, das ist sau lustig. Aber was noch schlimmer ist oder was noch besser ist, außer Kanada und Schweiz, wir verkaufen sogar nach Mannen. Nee. Echt? Oh, in die Quadrate. Q7, R4. Also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit Mannen. Was ist los, bärtiger Mann? Guck mal, beim Harry sehe ich da hinten einen Hund. Ja. Der war aber nicht bei uns auf dem Cover drauf. Das stimmt. Mich haben mindestens 20 Leute gefragt, was das eigentlich mit dem Hund auf sich hat. Kannst du da vielleicht ein bisschen was erzählen? Ja, also die ganz sachliche Variante ist einfach die, dass wir natürlich versucht haben, uns am Originalcover zu orientieren. Und da ist ein brennender Aff drauf und haben wir gedacht, das machen wir nehmen wir einen Hund. Ist logisch, ne? Also er schließt sich halt daraus. So, und die unlogische Variante ist einfach, dass das ist die Hannelore und die wollte unbedingt mal auf dem CD-Cover sein, hat sie mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, diesen Wunsch erfülle ich dir. Es hat ihr nicht gereicht, auf einem der besten CD-Cover der Welt zu sein. Sie wollte jetzt auch noch das Internet erobern. Oh, sie ist ja schon. Das ist das Geheimnis vom Cover, weil der Hund einfach so hübsch ist. Du weißt, dass Videos, wo kleine Tiere und Babys drauf sind und Kinder, die gehen hoch. Sauer. www.quatschkopf.de Ach so, palzrock.de Also, jetzt gehen wir alle nochmal kurz ins Internet, drücken auf stop.palzrock.de und kaufen noch schnell eine CD. Oder und dann gehen wir ins Bett. Oder 3. Genau. Denkt dran, es ist bald Muttertag, es ist bald Vatertag. Ich habe auch mal Geburtstag, ihr Flachzange. Du willst jetzt aber nicht sagen, dass du dir von uns eine CD wünschst, Harry, ne? Nee. Sehr gut. Ohne Brille sehe ich aus wie der Monchi, oder?
Wir könnten als Zwillinge durchgehen. Männer, wisst ihr was? Ohne Brill ist es kein Wunder, dass ihr denkt, dass ihr Zwillinge seid. Ihr seid so scheel vom Gucke her wie ein Maulwurf, wirklich. Ihr seid ähnlich dämlich, ja. Das ist schon. Ist egal, ich bin müde, ich will mal Bett. Ja, ich glaube, es ist genug für heute, ne? Schlaft gut und habt ein schönes Wochenende. Es war schön, euch mal wieder zu sehen. Ja, Dito.